Von der Schulreform mat die Delvo sieht der das Reform 400 Reform. Beispiel Leipzig kann soen fir d Verkehrsprobleme an anderem Stadt Lützeburg gët nëmmen eng Lesung kein Tram ma en ënnerirdeschen Zug. Der CSV, der LSAP, der DP an de Gringen als Lützeburger Spruch egal, all Regiewen op Arbeit Belval, mir soen rapdach die Regiewen of am Platz Millionen Steuergelder an den Kopfschrott zu pumpen. Das sind Sujets an der Oktoberedition von RDR TV. Ich heiße nicht herzlich willkommen, als ich froh, dass darin dabei sind. Wir fangen auf rund mit einem mir aktuelles Sujet, dem Staatsbudget 2009. Den 1. Oktober hat der Finanzminister Jean-Claude Juncker an den Budgetsminister, respektive Tresorsminister Luc Frieden, das Gesetz vom Jahr an der Chambre 4 gestaltet. Der Lützeburger Staat wird nächstes Jahr 9 Milliarden an 44 Millionen Euro ausgehen, an der 9 Milliarden an 57 Millionen erkriegen. Das gäbe kleine Boni von rund 13 Millionen Euro. Die Steuertabelle sollen zwischen an je nachdem bis zu 11,5% angepasst gehen. Den Arbeitnehmer an den Rentefreibetrag, gerade wie den Freibetrag für eine längere Zeit, gehen aufgeschärft und durch Steuerkredite rasiert. Ob der Bauspurvertrag brauche ich keine Quellensteuer mit zu bezahlen. Körperschaftssteuer geht 1% rauf, für die wichtigsten Maßnahmen am Budget 2009 zu nennen. Man wird nach mehr wie ein Gelegenheit kriegen, auf das Gesetz vom Jahr zurückzukommen. Als erste Reaktion schon sozusagen den 1. Oktober wäret vom RDR-Fraktionschef an der Chambre dem Gast Giberien die Heite. Wenn ihr nicht gewusst hättet, dass nächstes Jahr Chamberswahlen wären, dann hätte ihr nicht spätestens gemerkt, wie den Staats- und der Budgetminister de Budget für nächstes Jahr deponiert hat, was kein Budget ist, man eine Vision, die mittel- oder langfristig ist, mit das Budget nicht für das Jahr 2009, mit das Budget vom 7. Juni 2009, den Tag von der Wahlen. Nachdem das Regierung wie kein anderer für Drohnen Sozialaufbau betrieben hat, während 3-4 Jahren versichern sie dadurch alles zu übertuschen, indem sie dann so kurz vor den Wahlen die Leute eine Reihe von Bonbons ausstellen. Es soll also 2009 an einem Jahr, wo mit mannerwirtschaftlichem Wurstem an einer immer noch höheren Inflation gerechnet wird, viel Kado gehen für die Wahlvolk. Es waren allerdings am 1. Oktober bei der Präsentation vom Budget ein bisschen erstaunt, nachdem der Staat bald 3 Milliarden Euro investiert, für Matzehelfen Fortis respektive Dexia zu retten, das von der Finanzkrise bei der Präsentation vom Budget kein Reaktion. Die letzte, ich meine, ich habe intensiv im Land darüber diskutiert, wie wert das alles der Staat, das heißt der Steuerzahler, kostet, für sowohl Fortis wie Dexia zu retten. Und ich meine, wir werden also eine politische Krise eins, dass das Reperkussionen auf das Staatsbudget kriegt, wohl nicht 2009, mit den Jahren danach, 10, 11, 12, wird das Reperkussionen haben. Wir bedauern, dass die Regierung, wie sie das Budget von 2009 deponiert hat und erklärt hat, dass sie mit keinem Wort mehr weit geguckt hat. Für all die Maßnahmen, die an dem Budget von 2009 vorgesehen sind, was dadurch als Reperkussion auf die Jahre danach. Wenn ihr wisst, dass das Budget 2009 so knapp abgeht, wie das neue Budget für den abgegangen ist, bei der Abstellung schon, am Fernsehen, dass in die Jahren danach sollen das Budget mehr klein gehen, eben durch die Reperkussionen von der Finanzplatz. Da muss man sich vorstellen, wie man alles finanziert kriegen an den Jahren danach. Wie gesagt, die Regierung hat darüber kein Wort bei der Präsentation verloren und kann ihn davon ausgehen, dass es geht wie in der Vergangenheit, dass vor den Wahlen Bonbons ausgedeelt gehen und Leute und dass dann nach den Wahlen die Debatte wurig kennt und dass dann, wie die letzte Jahr, auch nur die nächsten Chamberswahlen, der Sozialaufbau als Lützburg wird massiv weitergehen. Auf dem Budgetsprojekt 2009 werden wir, wie schon viel gesagt, an einer von unseren nächsten Emissionen am Detail zurückkommen. Für viele Gespräche auf der Stammtisch haben wir in den letzten Wochen am Main auch die Lohnforderung von den Schulmeistern gesucht. Zu diesem Ablack wollte RDR-Präsident Robert Mehlen just das heute sagen. Also wir sehen die Sache ganz getrennt. Das hat eigentlich mit der Schulreform nichts zu tun. Zu den Lohnforderungen. Nur regelmäßig Gehälter aufkommen sind, wo meistens an der Zoendierende verhandelt wird, um das Alkes kritisieren, da kriegen wir das fertige Produkt auf den Tisch gelegt. Mathe-Schwätzen hat schon aber eigentlich noch nie gekriegt, es kommt immer noch mehr oder nie so. Aber wir werden Lob definitiv das, was dann nur dabei rauskommt, und da werden wir es meinen dazu so. Nun, sicher Verständnis dafür, dass
in irgendwie ein Gleichheit an dem ganzen Dingen, da den für gleiche Erbicht gleiche Lohn, das entsteht hier Unzufriedenheit. Auf der anderen Seite gibt es einen Aspekt, das war ja größere mal eine Diskussion, den internationalen Vergleich. Wir haben ganz hoch kleiner Gehalt, aber es sind auch Sachen, die mit da sind hier am Land, der Lebensstandard insgesamt, das mir ich. Sie wissen, die schwarze Meere, du hast die Regierung voll an ihrer Verantwortung. Wir sind der Meinung, ich finde das schon in Diskussion schon gesagt, dass man an der speziellen Situation wie Lützeburg ist, mit so einem hohen Teil und Ausländer kann oder kann er mit Migrationshintergrund, mit all den Schwierigkeiten, was das komportiert, dass man wahrscheinlich zusätzlich Personal braucht, was auch Geld kostet. In jedem Fall muss am Vordergrund stehen, dass man mit der Schulreform kommen. An Diskussionen, wie weit soll bezahlt gehen, können eigentlich an der Reformdiskussion nicht zu sichern. Dafür bedauern wir ein bisschen, dass das melangiert wird. Und wir sagen zu diesem Moment, zu den Verhandlungen, nicht, wir werden mal schauen, was das Resultat ist, und dann werden wir sowieso dazu, was muss gesagt gehen. Prinzipiell gilt für uns als RDR, dass es für dieselbe Formation, dieselbe Ausbildung respektive dieselbe Erbicht auch den selbigen Lohn muss gehen. Verschiedene Karrieren beim Staat sind, da das gewusst an der Vergangenheit ein bisschen also nie gelernt. Und du musst einfach Gerechtigkeit hergestellt gehen. Dafür auch als Plädoyer für eine globale Gehälterreform an der Fonction publique unter dem Zeichen von der Gerechtigkeit. Das ist ein langer Prozess, den muss ich vielleicht an der nächsten Legislaturperiode dafür für mehr Gerechtigkeit an Lohnstrukturen vom Sektor publik zu kriegen. Wie gesagt, das hat auch nichts mit diesem Dossier für uns zu dienen. Wir sagen noch ganz klar, dass das Enseignement für uns Qualität, das Resultat vom Enseignement, das steht an erster Stelle. Aber wenn das Resultat stimmt, dann ist der Preis für das zu machen für uns auch sekundär. Natürlich, wenn wir ein gutes Resultat kriegen, wir verlangen viel von Enseignement, wir verlangen viel Präsenz, viel Engagement, dann sind wir auch gerne bereit, als Staat etwas kosten zu lassen. Das ist die wichtigste Investition, die wir als die Zukunft von unserem Land machen, wenn wir als Jury in eine gute Formation gehen, mit das ein an das andere muss stimmen. Das ist nicht nur eine Diskussion für Gehalt, das ist auch eine Diskussion für Qualität. Aber wenn das ganz stimmt, tun wir kein Problem damit.